Hallo miteinander und herzlich willkommen zu Kopf raus. Wir sind zwei Psychologen aus Zürich. Neben mir hockt der Tim, ich bin der Ivo und wir begrüßen euch herzlich zu der Spezialfolge, wo wir heute noch rausgehauen, Wir sind schon auf der Höhe. wo wir heute noch... Ich bin gerade so verwirrt, wo wir heute aufnehmen oder wo wir heute aufladen. Ein chaotisches Jahr geht am Ende zu. Wir hoffen, die haben alle wundervolle Weihnachten gehabt. Und wenn der Rutsch noch vor euch ist, ins neue Jahr, dann wünschen wir euch dann auch noch einen guten Rutsch. Wir haben gefunden, wir haben in der letzten Folge nicht so richtig abschliessen mit dem Jahr. Hat sich noch nicht richtig angefühlt. Ja. Und als Psychologe muss sich das richtig anfühlen. Und darum haben wir gefunden, wir nehmen jetzt eine Spezialfolge auf, weil wir haben noch einiges zum Erzählen. Darum, ja. Der Ivo ist ein bisschen müde, weil er hat nicht allzu viel geschlafen. Es sind einige Feste gewesen. Ich bin für einmal sind die Rollen verkehrt gewesen, dass ich gestern früh ins Bett gegangen bin. Das stimmt. Das war Und wirklich heute ein Rollentausch gewesen, ja. bei Zeiten aufgestanden bin. Du bist zwar vor mir aufgestanden, was ich nicht kann verstehen. Wann bist du ins Bett und wann bist du aufgestanden? Ja, um 3 und um 6. Okay, ich bin am 12 Uhr und am Viertel ab 8 Uhr. Also. Nice. Nice. Ja. Wir machen es aber so, dass ich versuche, dich gerade ein bisschen zu upliften, dir gerade ein bisschen Energie zu geben. Weil für die uns auf Social Media folgen, vielleicht haben das gesehen, wir haben uns gegenseitig in den Kommentaren von einem Video gesagt, was wir uns wünschen auf Weihnachten. Oh wow. Deine Kopfhörer, die kaputt gegangen sind, die sind jetzt nicht mehr kaputt. Und ich wollte dir Kopfhörer kaufen. Das stimmt. Das heisst, ich kann sehr, sehr spontan müssen ein neues Geschenk organisieren. Ich habe dies schon bekommen. Ich sage jetzt aber nicht, was es war. Weil auch du hast müssen organisieren und irgendwie spontan müssen etwas anderes machen. Aber dieses Geschenk, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, aber du hast mal in einer Podcast-Folge gesagt, dass du dir das wünschst. Ukulele. Brüder, wait a second. Sicher nicht! I have a surprise for you. Nein! Yes! Sicher nicht! Mach mal auf. Mach mal auf! Ich habe gestern dort angerufen und gesagt, hey, haben ihr noch Ukuleles? Und sie so, ja, ja. Und dann bin ich heute Morgen schnell vorbei. Dann hat der Guy dort, der Verkäufer, mir die gegeben, hat sie ganz schnell gestummen und dann schnell drauf rumgeklimpert. Brüder, ist das eindrücklich gewesen. Holy cow, ist das eindrücklich Hat es schön gewesen. Es war Next Level gewesen. Bro! Ey, hä? Spielen wir mal etwas? Ich kann doch nicht. Bro, ein Ton und ich denke schon, Hawaii. Nicht? Ja. Hast du Over the Red... No, das geht ganz anders. Ja. Bro, ich kann nichts spielen, aber ich bin richtig gehypt. Ich habe zwei Akkorde gelernt. YouTube-Tutorial. Es ist wirklich gar nicht mal so. Das ist, glaube ich... Oh, jetzt muss ich aufpassen. Ich glaube, das ist C. Und dann geht es... da hast du übrigens auch so gehört, oder den Teiler. Ah. Ja. Es ist Konzert-Ukulele. Ist wichtig, weil für den Akkord musst du richtig wählen. Ja. Wild. Bro, Hey. so geil. Proud Owner of a Ukulele. Alter, so geil, Bro. Danke. Darum frohe Weihnachten. Danke viel mal. Ey, ich habe nie gedacht, dass plötzlich eine Ukulele reinfällt, aber das angetönt hast. Ich hätte nicht gedacht, dass du noch weißt, dass du das mal gesagt hast. Doch, das habe ich schon ein paar Mal gedacht. Ich habe es wirklich eben schon ein paar Mal gedacht, so, hey, so eine Ukulele wäre eben schon nice. Es ist wirklich gut. Und ich habe innerhalb von 10 Minuten 3 Akkorde können. Genau wegen dem, weil ich musikalisch jetzt nicht gesegnet worden bin. Ja. habe ich gedacht, Ukulele ist wie so einfach, oder? Wo man einfach reinkommt und ich finde, das tönt irgendwie ja schön. Ja. Das ist wie das Fingercello, weißt du, das dun, 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 dun. Sorry? Es gibt doch so ein... Egal. Also wie so eine Kugel, aber flach drückt. Wo dann so bum, bum, bum. Nein, Aha. die Handpan. Nein, ist egal. Bro, Okay. wir sind wieder hart Ich Hey, weiss- aber es ist logisch, Spezialfolge, wir können machen, was wir wollen. Das kann Okay. auch niemand sagen, dass wir es nicht machen dürfen. Okay, ja. Darum, Okay, ja, ich sehe den Mindset. Ja? Ich sehe den Okay. Mindset. Bro, danke viel mal. Sehr Mega herzig. Sehr gern. Ey, so geil. Wirklich. Habe ich richtig gefreut. Das freut mich. Alright. So geil.
Ja, da hoffen wir, dass ein bisschen Energie da ist. Dann habe ich jetzt eigentlich gerade noch so ein Spontanziel, das mir jetzt in den Sinn kommt, das ich eigentlich gerne machen will, um ein bisschen Commitment in die Sache hineinzubringen. Oh. So gegen Ende Jahr 26 mache ich mal ein Intro-Sound. Das wäre insane. Mit der Ukulele. Das wäre insane. Ich würde jetzt sagen, dass ich eins mache mit dem Klavier, weil ich habe ja hier ein Klavier stehen, aber das Klavier bringe ich nicht auf, darum schwierig. Ich kann dir schon helfen. Nein, ist okay. Aber ist gut, irgendwann im 2026 gibt es ein Intro mit der Ukulele. Yes. Das wäre insane. Ja. Da wären wir eigentlich schon beim nächsten Punkt. Da sind wir beim einem der Hauptpunkte, die wir heute auch noch mit euch teilen. Und zwar, Ende Jahr ist für mich oder für uns immer so ein bisschen eine Zeit, wo wir auch gerne mal so zurückschauen und sich überlegen, was haben wir eigentlich alles gemacht und einmal so ein bisschen eine Standortanalyse machen und dann auch schauen, hey, wo wollen wir auch hin. Und der Tim und ich haben vorbildlich eine Retrette gemacht. Haben uns Ist viel gearbeitet worden. Intensiv auf der Beziehungsebene ist viel gearbeitet worden. Inhaltlich, das Endprodukt ist auch sehr gut, finde ich. Also wir haben uns damit auseinandergesetzt, hey, der Podcast ist jetzt 1 Jahr alt und wo soll er hin im nächsten Jahr? Dass wenn wir dann 2 sind und zurückschauen und sagen, hey, das und das und das haben wir erreicht. Und da haben wir unterschiedliche Ziele formuliert und das erste, ich begebe ich gerade dir, das darfst du vorstellen. Das erste mit der Live-Schulung? Ja. Wir möchten irgendwie euch auch sehen, physisch. Und wir haben einiges, wo wir irgendwie zu erzählen haben, wo über einen Podcast rausgeht, wo es auch Interaktion braucht etc. Und wir sind von einem Sponsor angeschrieben worden. Ich sage jetzt mal noch nicht, wer das ist, weil das muss jetzt erst stand kommen. Aber wir freuen uns sehr, sie haben uns dort angeschrieben und wir möchten im 2026, so im Frühling, Live-Schulung planen, wo ihr eingeladen sind. Und das wird wahrscheinlich im Raum Zürich sein. Da werdet ihr aber dann noch mehr Informationen dann bekommen, sobald es so weit ist. Ich glaube, da tun wir jetzt mal noch das so mal platzieren. So. Genau. Voll? Genau. Sehr cool. Dann ein anderes Ziel, das wir haben, ist auch so ein bisschen unser Auftritt. Wir sind ja sehr präsent auf Instagram und TikTok. Aber wir möchten das auch noch erweitern. Und zwar sind wir jetzt ein bisschen rumbasteln an einer Webseite. Und das Ziel ist, dass die Anfangsjahr dann live geht, mit Übersicht auch noch mehr zu uns und dann auch noch ein Webshop mit Merchandise. Mehr Infos kommen auch dort dazu, aber etwas, was wir dann dort sicher wir können kaufen können, ist nämlich das nächste Ziel, das wir haben. Oh, ein Buch. Das Buch. Yes. Der Ivo und ich haben das schon mal angetönt, dass man die was sind es jetzt? Das 6, ja, mit Spezialfolgen und so, aber sagen wir 26 Folgen im Jahr 2025, dass wir ein Workbook machen, wo wir die wichtigsten Themen zusammenfassen. Und das, ja, wir haben da eine Idee, wie das etwa könnte aussehen. Wir sind da jetzt ein bisschen am Schauen mit Verlag, wie sich das könnte ergeben. Aber grundsätzlich haben wir gesagt, als Ziel nicht, dass es 2026 rauskommt, weil ich glaube, wir haben nicht genug Erfahrung, um zu sagen, dass man innerhalb von einem Jahr ein Buch kann veröffentlichen kann, aber dass wir das Buch zu 85% fertig haben. Und dort kann es sein, dass wir euch immer wieder mal fragen, wir haben euch auch schon mal gefragt, hey, was sind denn so Themen, die in diesem Buch müssten drin sein? Und dort dürfen ihr uns dann gerne auch euren Input geben, weil es soll ein Work in Progress sein, auch mit den Leuten, die zuhören, mit den Leuten, die da Interesse daran haben und schlussendlich dann auch so ein Gemeinschaftsprojekt entstehen. Ja, und es geht eben auch darum, unsere Inhalte aus dem Podcast noch näher in den Alltag hineinbringen. Also am besten transferieren, dass man an Themen arbeiten kann und auch die Veränderung, die man in seinem Leben möchte, kann bewusst vorantreiben und noch mehr Tools auch an die Hand bekommt. Genau. Voll. Und dann bleibt noch etwas Letztes. Ja. Und zwar etwas, was uns über das ganze Jahr begleitet hat. Nämlich die letzte Hirnzelle. An dieser Stelle herzliche Gratulation, Tim. Danke vielmals. Wir haben das Comeback angekündigt vor irgendwie 6 Monaten. Das Comeback. Sorry, ist mir gerade eine TV-Serie im Moment mit Come on back. Ja. Nein, das ist so daneben. Okay. Ich könnt ja mal googlen. Comeback Chris Pratt. Das, ja, ist lustig. Anyway, danke dir vielmals. Ich habe es sehr lustig gefunden. Wir werden die letzte Hirnzelle auch weiterhin
nutzen und uns gegenseitig challengen. Wir fangen einfach bei 0-0 wieder an, aufs neue Jahr dann. Die erste Folge im 2026 kommt wie gehabt, einfach wieder am Montag und dann im 2-Wochen-Takt kommt das so. Aber wir haben einmal gesagt, dass wir eine Person möchten zum Znacht einladen. Wir haben es nicht ganz durchgedacht, weil wir haben gesagt, wenn ihr mehr Punkte habt, dann laden wir euch zum Znacht ein. Wir haben keine Art und Weise, um irgendwie validieren, ob ihr mehr Punkte habt oder nicht. Darum, was wir jetzt machen, und weil wir ja aus der Persönlichkeitspsychologie und aus unserem Fragebogen wissen, dass wir sehr viel Vertrauen auch den Menschen schenken, genau. haben wir das nicht durchgedacht. Weil wir einfach denken, ja, irgendwie wird das schon funktionieren. Wir haben einfach mal blindes Vertrauen, naiv. Darum haben wir das jetzt ein bisschen anders überlegt. Yes, und zwar, ihr könnt auf dieser Folge, die ihr jetzt da gerade hört, ob es auf Spotify ist oder auf Apple Podcast, aber in die Kommentare. Und wir laden nicht nur euch zu einer Nacht ein, sondern wir laden auch noch jemanden ein, den ihr möchtet dabei haben. Und ihr könnt in diesem Kommentarfeld einfach den Vornamen von dieser Person reinschreiben, wo ihr sagt, hey, die Person möchte ich dabei haben bei dieser Nacht. Wir werden zusammen Apero nehmen und wenn ihr dann sagt, hey, jetzt haben wir genug von euch zwei Glöhnen, jetzt können wir das zweite gute Nachtessen ohne euch, dann zahlen wir dann einfach euch jetzt Nacht und wir gehen dann noch etwas anderes essen. Aber wir starten mal mit dem Apero und ihr seid dort voll und ganz eingeladen bei Apero und beim Znacht. Alles, was ihr machen müsst, ist jetzt unten in den Kommentaren den Vornamen von einer Person reinschreiben und sagt, mit der würde ich eigentlich gerne noch gut Nacht essen. Und dann ist halt vielleicht noch ein Ivo und ein Tim dabei. Ja, und dann können wir dem Versprechen und dieser Challenge auch noch nach. Und dann können wir die letzte Hirnzelle von diesem Jahr so abschliessen und wieder bei 0-0 anfangen. Was ist am Schluss gestanden? 8-6. Ja. Okay. Vielleicht noch für das Ding, weil man muss ja dann über Spotify können kommunizieren. Wir tun dann unsere E-Mail-Adresse beim Gewinner-Kommentar rein, dass wir kommunizieren können. Das ist noch so. Ja, voll. Ja. Hey, haben wir sonst noch etwas? Ich glaube nicht. Aber es ist jetzt noch wichtig, um auch das Jahr abschliessen. Bewusst abschliessen. Sogar noch mit Geschenkübergabe. Ja, hervorragend. Ja, Mann. Und ja, ich freue mich. Ich möchte einfach da vielleicht an dieser Stelle einfach noch ein riesiges Dankeschön an euch alle, die immer wieder reinhören, uns schreiben, Feedback geben, eure Stories mit uns teilen. Einfach ein riesiges Dankeschön. Es macht mega Spass. Wir sind super hyped und top motiviert für 26, um das noch weitermachen und noch weiterentwickeln, um einfach auch die Inhalte, die wir darüber reden, auch können, möglichst vielen Leuten zugänglich machen. Darum vielen, vielen herzlichen Dank. Grosses Dankeschön auch von meiner Seite. Geniessen die Festtage. Ich wünsche euch, oder wir wünschen euch einen wundervollen Rutsch ins neue Jahr. Wenn ihr ein Ziel habt, super, seid nicht zu streng mit euch, wenn ihr sie nicht erreicht bis Ende 26, weil wir wissen, die meisten Ziele schaffen es leider nicht. Viele, ja. Da gibt es dann vielleicht mal eine Folge, weil was wir glaube noch nie erzählt haben in diesem Podcast, ist die allererste Folge, die Ivo und ich aufgenommen haben, ist zum Thema Ziel gewesen. Und wir haben mit dem starten ins 2025. Wir haben die Folge dann nie veröffentlicht, weil wir beide gefunden haben, ist ein bisschen Trash. Nicht wegen dem Inhalt. Nein, inhaltlich super. Aber so, wir sind einfach noch nicht auf der Höhe gewesen. Darum, ja, ist jetzt das auch ein Full-Circle-Moment, dass wir alle so abschliessen können, dass wir unsere Ziele teilen fürs 2026, obwohl wir mit dem Ziel angefangen haben, nie veröffentlicht haben. Und wir sind froh, dass es trotzdem geklappt. Wir sehen euch wieder im 2026. Guten Rutsch und frohe Festtage. Bis bald. Ciao miteinander. Happy New Year.